room for one more? No, I think there's room for a little one. Okay. Big favor. Can you take me to the top of Vinewood Hills? Na klar. Keine Sorge, ich kenne Abkürzung. Vulnerable but playful demeanor. Are you sure this is the right way? I am absolutely positive I am taking you where you need to go. Hail, fella! What do you got? What do you got? I heard you're interested in taking care of some lost travelers for a price. And so it is, and so it is. Leave the body, take the gold. Come on! Move! Move! Fucking crazy. Aber ich hab gewusst, dass das eine Mission ist. Ah, verpiss mich mal wieder. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist schon recht makaber. Irgendwie ist so jetzt auch noch ein Random Event. Eine Schießerei. Und ich hab keine Ahnung, was abgeht und was ich mache sie vor allem. Weil beide Parteien werden mir blau gezeigt. Und jetzt... Weiß ich nicht. Ah, da liegt was. Wuppap. Wait, hier sind noch mehrere. Nope. Leute, ab jetzt wird es ein bisschen durchwachsener. Ich habe einen kleinen Plan zusammengestellt, wie wir erstmal mehrere Money machen können. Bevor wir aber das machen, gehen wir erstmal rein, kaufen die Better Pharmaceuticals. Und zwar mit jedem Charakter. Warum? Seht ihr gleich und ich hoffe, ich baue keinen Mist. Ohne Scheiß. So, Aktien sind gekauft. Hoppla. Jetzt geht's zu Lester. Oder erst mit so einem Random Event. Da der man nicht lang rum. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Natürlich. Eigentlich hätte man das Geld brauchen können, aber man sieht, wir sind hier nur noch im dreistelligen Bereich unterwegs. Aber, so ist es halt immer. All-in geht. Ey, ich hoffe, dass das wirklich kein Scheiß war. By the way, der Mackenzie Flughanger. Ist okay, dass ich den gekauft habe. Also erst einmal war das dumm. Ich habe gemeint, da gibt es Weekly Income, war aber nicht der Fall. Hoppla. Aber dafür hat es einen Erfolg gegeben, wenn man 5... wie wird das? 5 mal fliegt oder so? Also 5 Missionen macht. Also alles gut. Früher oder später wollte ich das sowieso kaufen, einfach weil das ja für Trevor only ist. Und die Sache möchte ich auf jeden Fall kaufen. Er kommt sogar persönlich. Das ist wild. So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollis? Hell yeah. Okay, so there's a new mollusk, sort of a super mollusk, and it's called Priapods. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollis, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okay, durch Trevor sind ja die Sticky Bombs available mittlerweile. Aber wir haben... Ich hab eine gekauft. Eine habe ich gekauft. Stimmt. Da war was. Ja, okay, aber Sniper war natürlich auch geil. Vor allem, weil in letzter Zeit die Sniper übelst lieben gelernt habe. Auch im Online. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich glaube, ich komme mal nicht... Genau.
Ich kann mir... Oh. Ich kann mir nicht mehr ein Sticky Bomb kaufen. Ja, dann muss mir der einer hinhauen. Ich schwör's dir, wenn das hinhaut, wäre das der heftigste Payout, den wir jemals gehabt haben. Wo geht's denn da rein? Da müssen wir uns hinstellen. Auf dem Behindertenparkplatz. Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr weit verlassen. Plane den Angriff schnell und suche dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Okay, also ich kenne diese Payphone-Hits. Also Payphone-Hits aus dem Online. Aber jetzt frage ich mich gerade, es sind ja Wachen eingetroffen, hat's geheißen? Fetzt der jetzt übers Taxi oder... Ich bin verwirrt. Oder über den Kahn da hinten. Okay, na, Taxi ist raus. Wenn ich jetzt an den Kahn die Sticky Bombs ohne baue, dann müsste es eigentlich langer, oder? Auf das Check-Corner. Mega schnell. Und weg. Ich glaube, ich bleibe einfach da. Oh, die haben die Bombe gesehen. Verarsch mich nicht da. So, Plan B. Die haben es halt eindeutig gesehen. Ja, das war natürlich dumm, aber ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe keinen Sniper, nicht. Ich muss das jetzt so machen. So, Plan ist jetzt, Sticky Bomb da herlegen. Und wenn die rausfahren, dann zünden. So ein Ding ist das. Und ich gehe mal weiter rauf. Das ist es. Gut, Setup steht. Also bitte auf der richtigen Seite rausfahren. Jetzt kann es langsam mal losfahren. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ich muss raus hier. Aber gut, dass das schon mal so funktioniert hat. Jetzt dürfen die uns nur noch nicht finden und ich hoffe, dass man oben vom Parkhaus irgendwo runterspringen kann. Mit dem Auto. Ja, guck mal. Natürlich kann man das. Hotelmord bestanden. 7000 Money drauf. Sagt Lester noch was dazu oder wie schaut das aus? Hey, it's done. I know. Good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, property. Immobilien, genau. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit. What? Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking, that probably isn't gonna happen. It's yours, enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Lol, ich hab gar nicht gewusst, dass wir jetzt dadurch direkt eine eigene Butze kriegen. In den Vinewood Hills direkt. Sheesh. Ja, aber das ist ja übel geil. Also ich kenne die Butze auf jeden Fall schon. Aber ich hab nicht gewusst, dass man die so schnell kriegt und dann auch überlässt irgendwie. Ich find's cool. Aber schauen wir trotzdem schon mal gleich rein. Ah ja, genau, warte mal, ich möchte mal kurz gleich mal ins Internet schauen. So, steht da. Mein Portfolio. Ja. Oh mein Gott. Und das direkt danach nur, ja? Wenn wir das weiterhin dann richtig machen, mit den nächsten Attentatmissionen, dann können wir wieder richtig abcashen. Also alles richtig gemacht bisher. Jetzt warte ich noch ein bisschen, weil da geht noch mehr. Okay, sagen wir mal so. Ich kenne die Butze von außen. Das ist halt krass. Für Franklin ist es wirklich schnell gegangen jetzt, dass er sie so, blöd gesagt, hochgearbeitet hat. Und Vormittag bei so einem Schöner wieder in den Pool, das ist Urlaubsfeeling pur. Und in dieser kurzen Zeit haben wir jetzt einen prozentualen Gewinn von 50% gemacht. Ich glaube, ich gerne einen Schießstand schnell mal. Und schauen wir mal. Einfach schießen, oder? Pistol. Herausforderung 1. Schießen wir einfach mal, weil ich möchte den Skill ein bisschen hoch da. Ich hab grad Gold geholt. Nice! Warum nicht? Aber gut, war Herausforderung 1. Wir mit der AP-Pistole Herausforderung 2. Okay. Okay, das war bloß Silber, aber jetzt weiß ich ja, wie dies funktioniert. Ja, machen wir einfach nur mal.
Gold. Herausforderung 2 geschafft. Mit den Handfeuerwaffen. Und das ist jetzt noch schwieriger. Aber jetzt da die auch mit der AP-Pistole machen, oder? Da können wir schön draufhalten. Schauen wir mal, was passiert. Die werden jetzt von links nach rechts oder so. Leute, wir haben es geschafft. Und zwar ziemlich easy sogar. Geil. Ich hab gemeint, das wird unfassbar schwer. Weil ich eh nicht so gut in Aiming bin. Also, Handfeuerwaffen, alle 3 Herausforderungen schon gut. Aber auch da, wie bei den Flugzeitrennen oder sowas, weiß ich nicht, ob ich alle auf gut mache. Genau, aber ich glaube, da gab es auch irgendwie ein Achievement. Da muss ich nochmal genauer schauen. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal gesehen. Wie schaut es beim Schießen-Skill aus? Ja. Da gehen wir nur mal rein, irgendwann. Es ist Zeit, alle Aktien zu verkaufen. Und da ist der Erfolg. Stark. Stark. Geil. Ja, ich bin so froh, dass das alles funktioniert hat. So, jetzt gehen wir mit jedem der Charaktere komplett dick abcashen, Mann. Und das mache ich jetzt auch. Yeah. So ist es richtig. Okay. Und jetzt gehen wir wieder runter und kaffern Smoke on the Water. Ein Business, das nur Franklin haben kann. Und das sie auch relativ schnell abzahlt. Und komplett passives Einkommen hat. Deswegen Smoke on the Water. Wöchentliche Einnahmen. Schon recht hoch. Ich glaube, 4700 ist bei dem Business von Michael da oben. Wie heißt das nochmal? Cookies. Aber jetzt gehen wir ja... Und ich finde, das passt einfach so gut da hier. Gefällt mir. Schon ein paar legale Quellen. Jetzt ist es aber heute auch so, dass ich mir denke, für Trevor war eigentlich jetzt ein passives Einkommen auch nicht blöd. Und schon wieder Random Event. Whatever, Dad. Totally fine. Just had a couple of beers. What are you talking about? We had like 6 shots each. Look at you. Hey, chill, man. Hey, can you give me a ride? Just so Boy Scout there can get his Buzzkill badge. There's my car. Schon wieder betrunken, ne? Und was steht mit denen an? Oh shit. I'm gonna barf. Ah, shit, man, that's nasty. I knew this was a mistake. Er hat jetzt wirklich eine gereiert. Alright, man. I gotta get inside. I'm about to spill my guts. Take this for the gas. I'll see you around. You need to go get your shit together, man. Hat er mir Benzingeld gegeben? Weil das ist doch seine Karre. Und mit Trevor holen wir jetzt The Hen House. The Hen House. Damit der auch Weekly Income hat. Natürlich nicht viel, aber besser ist nix. Ja? Das zahlt sich alles irgendwann ab. Alter, was setzen hier direkt so aggressiv, oder? Ich kauf das gerade. Junge. Der Türsteher ist gerade irgendwie pisst auf mir. Kollege, die Putze kehrt mir. Ja. So nicht.